Moin moin Leute. Gestern Sunday Grind habe ich zum ersten Mal nicht gefilmt. Lief aber auch nichts. Wir haben gestern knapp $400 verloren. Kaum Deep Runs, kaum gar nichts. Ich habe mehrere Min Caches gehabt, aber insgesamt trotzdem down gewesen. Könnte sein, dass ich an Sonntagen einfach Vlogpause mache. Davon bekommt ihr sowieso nichts mit, weil ich die Folgen ja schon 1-2 Wochen vorher angefangen hatte zu filmen. Also für euch bleibt alles daily. Falls was Krasses passiert, dann werde ich das auch noch filmen, natürlich. So, jetzt wie immer, Leute, Frühstück machen für die Kids. Und die bekommen Cappuccino. Das habe ich im letzten Vlog schon erwähnt, beziehungsweise gezeigt. Die Kids bekommen hier so einen Schoko-Shake. Und da kommt dann oben noch dieser Schaum vom Cappuccino drauf. Das ist ja mit einem Cappuccino. Leben wie Deutsche in Las Vegas. Leute, ich habe gerade den Trailer zugeschickt bekommen von dieser Show, die bald im Fernsehen ausgestrahlt wird, wo der Andy und ich zu sehen sind. Da geht es jetzt mehr um den Andy, der aus Deutschland nach Vegas kommt, um hier als Pokerspieler und so weiter zu starten. Und, aber wir sind auch ein bisschen zu sehen. Es wird jetzt die erste Folge sein, es kommt am 10.10. um 20:15 Uhr wird es ausgestrahlt. Aber das werde ich noch auf Social Media annoncieren. Nimbi, du fauler Sack. Wir fangen heute die Session ein bisschen später an, Leute, weil meine Frau die musste um 3 Uhr zur Arbeit. Ich hatte erst um 11 Feierabend, also die müsste jeden Moment zu Hause ankommen. Wir haben jetzt 20:12 schon. Ja, die legt sich jetzt erstmal hin, die wird eine Runde schlafen. Also verbringe ich den Tag erstmal mit den Kids, die spielen gerade, also nutze ich die Zeit, um ein bisschen Training zu machen. DTO und ein bisschen Paired und so weiter. Normalerweise DTO ist für mich am besten, einfachsten, einfach nur um mein Gehirn ein bisschen zu aktivieren. Und vielleicht spielen wir dann eine kurze Session, wenn wir dann Zeit haben. Ansonsten gleich auf jeden Fall noch Grind. Slightly. Kaffee-Check, Leute, den Sommer wohl mit kaltem Wasser. Also kein kochendes Wasser. Ab zum Strip. Planet brennt, Leute. Habt ihr die Autos in Deutschland auch, die Amazon Trucks hier? Voll Elektrogel. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Heute 106 Grad. Ich habe mich gerade selber mit den Chips verprügelt. Ich wollte eigentlich den hier machen. Ja, ab zum Pokerroom, Leute. 2.5 Aria. Nur kurze Session heute, weil ich treffe später noch jemanden. Also ich habe so knapp 3-4 Stunden Zeit, hoffentlich. Ja, mal gucken, was passiert. Ich hasse es ja eigentlich, diese ganzen kurzen Session zu spielen, weil da müssen wir halt lucky sein und direkt gut runnen am Anfang. Aber da ist ja nichts. Manchmal ist das eben so. Hey, checking in Roja. Geht, Leute, Session mit einem Plus von $780 beendet. Zweimal hintereinander Ass-König verpasst. Einmal habe ich gesqueezed. Einmal irgendwie auf $75, einmal auf $80, aber fast dasselbe. Gab halt einen Open Bracer auf 15, einen Caller, eine Squeeze. Verpasst halt beide Male. Und die gewinnen halt jedes Mal so einen kleinen Pot, $80 bis $100. Dann habe ich noch mal ein drittes Mal gesqueezed. Gibt einen Open Bracer von einem jungen Europäer, ich weiß nicht genau, wo er herkam, aber war halt ein guter Spieler.
Er Open Raced, gibt 2 Caller, ich bin im Smallbind mit Asskönig wieder und Squeeze auf 100. Er jetzt 275. Ja, ich hatte schon ein paar Mal hintereinander gesqueezed, also ich bin davon ausgegangen, dass er davon ausgeht, dass ich halt sehr gerne squeeze. Und ja, jedenfalls raced er und ich gehe all in für 1100 oder so. Er foldet. Er fragt sogar noch, hast du Asskönig? Da habe ich den kleinen Pot gewonnen und dann habe ich sogar noch ein 4. Mal Asskönig bekommen und einen kleinen All-In gewonnen. Der hat einen Straßendraw gehabt mit 6-7. Wir machen Run it twice und er verpasst beide Boards. Ich glaube, irgendeine Message findet gerade statt, denn die Games sind ziemlich gut und da sind ganz viele Leute mit so Pässen unterwegs. Ja, wenn ihr die seht in der Stadt, Leute, dann heißt es auf jeden Fall gute Action. Dann ist meist irgendeine gute Messe am Start und ja, die Leute haben meist immer irgendein Budget dabei, damit womit sie dann hier in Vegas spielen. Und ja, da müsst ihr mal Ausschau halten. Ich habe außerdem noch einen Burger weggehauen da im Aria. Da ist direkt so ein Burgerladen am Poker Room. Kostet zwar $17, aber schmeckt echt Bombe, muss ich sagen. Also ich bezahle die 17 nicht, ich kriege das immer gut geschrieben. Hier im Aria bekommt man $2 die Stunde auf die Players Card gut geschrieben. Das benutze ich dann meistens, um irgendwas zu futtern hier manchmal. Und heute haben wir einen Burger benutzt. Ohne Soße und ohne Gurken, saure Gurken, die mag ich nicht. Jetzt treffe ich nochmal schnell meinen Kumpel. Das geht wahrscheinlich eine Stunde oder so. Und dann geht's ab nach Hause, nochmal mit den Kids ein bisschen spielen, bevor die dann schlafen müssen und dann Vlog schneiden. Also, falls irgendwas noch gehen sollte, irgendwie online-mäßig, oder falls wir doch noch irgendwie zum Park gehen sollten, dann nehme ich euch natürlich mit. Wir werden wahrscheinlich auch jetzt in diesem Monat öfter mal abends spazieren gehen, denn hier gibt es ganz viele coole Halloween-Dekorationen. Das sieht abends halt cool aus. Die Kinder wollen jeden Tag spazieren.